wir haben Sachen erlebt, unser Körper speichert das ab und unser Körper wird zum Beispiel auch süchtig nach Cortisol. Das heißt, wenn du früher, sagen wir, irgendwie Stress gehabt hast oder so, dann hast du Cortisol ausgeschüttet in dieser Stressreaktionen und jetzt bist du vielleicht 20 Jahre später und du bist 20 Jahre später und der Körper hat aber gelernt, okay, Cortisol ist unser normaler Zustand, also kommt das und wenn das nicht mehr kommt, dann weiß der Körper, ich brauche das wieder, weil es ist ja unser normaler Zustand und so funktioniert dann eben Manifestieren, dass man neue Gefühle tut, dass der Körper nach neuen Sachen anfängt fragen und nicht nach diesen alten Sachen, nicht nach diesen alten Lasten, oder? Das heisst, der Körper ruft, hey, mein Cortisol, okay, es ist nicht dumm, wie mache ich das? Okay, negative Gedanken, tun wir halt einfach mal Gedanken kreisen, Gedanken drüllen, bis mir schlecht geht und dann habe ich mein Cortisol wieder. Das ist jetzt nur ein Beispiel, oder? Und das hat Joe Dispenza alles erforscht und er sagt, oder, wir werden süchtig nach den chemischen Stoff, wo wir ausschütten in verschiedenen Gemütszuständen. Und wenn du lang das Gefühl fühlst, dann weiss dein Körper, dass das dein Normalzustand ist. Darum ist es so wichtig, wie es Neville Goddard sagt, oder? Du musst schon fühlen, als wärst du am Ziel von deinem Wunsch. Weil dann tust du wie den Endzustand, wo der Körper schon kennt, ich brauche jetzt meinen Stoff wieder, er ist auch süchtig, eben nach dem Cortisol, ich brauche jetzt meinen Stoff wieder, tust du mit dem Endzustand, wenn du weißt, okay, ich fühle mich, wenn ich an meinem Ziel bin, so, tust du ein neues Gefühl verankern. Das heißt, du tust dem Körper eine neue Datenlage, etwas Neues auf die Festplatte schreiben, bis er es selber ausführt. Und ab dem Moment geht der Körper in eine andere Richtung. Und das ist dann auch das, was die Menschen vom Manifestieren erzählen, oder? Dass sie dann sagen, eben, sie haben das und das manifestiert. Da musst du zuerst eine Energie, da musst du zuerst irgendwie verfestigen und du kannst deinen Körper steuern. Und jetzt, eben, wir sind 95%, ohne dass wir wissen, was wir eigentlich machen, läuft unser Körper automatisch mit dem 35. Lebensjahr laut Joe Dispenza. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns beobachten. Was passiert in meinem Leben? Warum mache ich das? Und wenn man weiss, laut Gesetz der Annahme nach Neville Goddard, darum bin ich so fasziniert davon, wenn man weiss, Bewusstsein ist die einzige Realität. Das heißt, wenn du weißt, okay, in dem Fall, was ich jetzt erlebe, ist in meinem Geist entstanden, dass mit meinem Körper das jetzt automatisch ausführt, dann hast du die Möglichkeit, also dann verstehst du, okay, wenn in dem Fall das Denken, das ich lange gemacht habe, meinen Körper in eine Richtung bringt, dann denke ich jetzt neu, dass mein Körper mich in die neue Richtung bringt. Und jedes Mal, wenn man nicht aufs Alte reagiert, schwächt es das. Und wenn man wieder sich mit dem Neuen verbindet, stärkt es das. Und man tut eigentlich die Weichen stellen. Und das ist Arbeit. Es ist Arbeit, oder? Und ich habe auch angefangen mit dem ganzen Manifestieren und all das Zeug und ich bin mir auch nicht so sicher, ob in der ganzen Szene auch so ein bisschen, weil ich habe es auch so empfunden, dass man sich einfach gut denkt und dann ist es ja nachher gut. Das stimmt zu einem Teil, aber ohne deine Handlung passiert nichts. Wenn du verstehst, okay, dann denke ich jetzt gut, es passiert nichts, oder? Du musst dann gleich eben den Schritt machen. Okay, ich will, dass es mir besser geht, dass ich gesund bin, dann lasse ich halt den Scheiß weg, der mich krank macht. Punkt. Nicht ich gehe zum Arzt in Tabletten, sondern ich tue die Ursache eliminieren. Und das passiert nicht einfach. Es macht es vielleicht einfacher, wenn du in dem Bewusstsein bist von dem nicht kranken Mensch, von dem gesunden Mensch, der dann plötzlich impulsiv auf die Idee kommt, wie vielleicht jetzt bei mir, weil es fällt mir gerade mega einfach. Und früher habe ich gekämpft. Was für mich eine Erklärung ist, ich bin jetzt in einem Bewusstseinszustand, durch das, dass ich lange jetzt eben angefangen habe, meinem Körper zu sagen, oder meinen Körper eigentlich zu programmieren, wo will ich eigentlich hin? Dass er jetzt merkt, okay, wir wollen den Zucker nicht mehr. Darum fällt mir viel einfacher wie vor 3 Jahren. Oder ich habe mir schon immer einmal Gedanken gemacht über die Sachen, aber vielleicht auch durch das neue Bewusstsein, dass ich weiss, es schadet mir wirklich. Vielleicht auch durchs Wissen, durch das, was ich jetzt mittlerweile gesammelt habe, ich kann es nicht sagen. Oder auch das Manifestieren, das ist so normal. Oder? Und wenn man weiss, unsere Gedanken, wir sind eigentlich direkt... Was wir erleben, ist eigentlich eine direkte Spiegelung von unseren Gedanken. Da kann man sich immer fragen, warum geht es mir, wie ich bin? Was habe ich für eine Ursache gedacht, dass ich jetzt da bin, wo ich bin? Und darum ist es auch so wichtig, oder? Es ist eigentlich egal, an welchem Punkt dass du stehst. Es ist egal, wie scheiße das dir gerade geht, egal wie schlecht das dir geht. Du hast immer die Möglichkeit, nicht auf deine Gedanken zu reagieren. Es ist vielleicht je nach Situation und je nach Tageslage, ich kenne das auch, schwieriger. Aber das Verständnis hilft, wenn man weiss, okay, mein Denken bringt mich dorthin, wo ich aktuell bin, dann muss ich jetzt aufhören. Und
die Realität, die 3D-Welt, die du erlebst, die ist träge, die ist schläfrig, die kommt erst hinten rein. Das heisst, wenn du heute eine neue Ursache setzt in deinem Denken, das erlebst du nicht jetzt gerade, sondern das kommt nach. Und das ist das, was dann der Neville Goddard auch als Glauben, du musst daran glauben, oder? Du musst als unsichtbare Glauben, als wäre es bereits eine vollendete Tatsache, als wäre es so. Und unser Geist macht keinen Unterschied, ob du jetzt wirklich etwas erlebst oder real etwas fühlst, was du gar nicht gerade physisch erlebst. Da macht er keinen Unterschied. Und das heisst, wenn eben, du kannst wirklich anfangen, dich geistig in ganz andere Gemütszustände begeben, dass es der Alte löst und der Neue zum neuen Programm wird. Und da ist halt auch, wenn es einem schlecht geht, geht es auch nicht einfach gut, wenn man weiterhin sich nur schlecht redet und nur schlecht denkt. Und das ist halt vielleicht dann schwieriger in dem Moment, aber es ist immerhin ein Lichtblick. Man weiß, okay, man muss eigentlich nicht aus Haus, man muss eigentlich nicht zum Doktor. Man kann eigentlich alles mal mit sich selber machen und einmal anfangen. Man kann mal anfangen und wenn man dann genug Energie hat, kann man auch Hilfe holen, vielleicht zu einem Homöopath oder vielleicht mit Kollegen wieder mal etwas unternehmen. Aber man kann die Ursache in seinem Zimmer, in seinem dunklen Zimmer setzen. Man kann anfangen, in sich hineingehen und die Ursache neu setzen. Und das ist das, was mich so fasziniert und was ich auch weitergeben und weitergebe. Oder, wo ich jetzt wie am Anfang auch gesagt habe, ich bin so froh, habe ich das für mich gefunden, weil es hat mir persönlich hat's den Dings genommen, so, was muss ich denn alles noch lernen? Oder auch, was für Ausbildungen muss ich noch machen, damit ich überhaupt irgendwo ankomme und an einem Punkt bin. Jetzt ist es so, ich brauche keine Ausbildung und ich kann alles machen, was ich will, weil es mir Freude macht. Entschuldigung, weil es mir Freude macht, aber ich weiß, ich muss eigentlich nichts machen. Das heißt, es hat mich entschleunigt, es gibt mir so viel Kraft zurück, so viel auch Freude zurück, auch Neugierde. Neugierde ist das gewesen, Schatz, wo die 104-Jährige, wo der eine gesagt hat, sie ist so neugierig und durch Neugierde bist du ja auch, willst du ja auch die Zukunft erleben. Neugierde. Genau, und eben neugierig.